für die jetzt schon drinnen sind, willkommen an dem Abend und cool, dass ihr euch ein bisschen Zeit nehmt für weitere Episoden vom Cola Podcast. Die Stunde heute befassen wir alles klar, schreibt da der glasige Boy, okay, gut. Wir sind ready. Easy. Die Folge heute, oder in dieser Stunde, wo ich da zur Verfügung habe, tun wir uns mit dem Thema da unten, Popularität, in Klammern Fame, versus Geld, also Umsatz machen, tun wir uns ein bisschen beschäftigen. Weil die zwei Begriffe, oder Popularität, gewisse unter euch kennen es unter Popularität, gewisse unter Fame, gewisse unter Cloud. Ich kann es jetzt nicht nur auf den Begriff Cloud oder Cloud Chasing auslassen, weil sich sonst vielleicht ein paar diskriminiert fühlen, die nicht so in der Hip-Hop-Welt sind. Hey, die Idee ist auch da, super, geil. Gut, dass sich auch da ein paar Produzenten zusammengefunden haben, weil das würde euch alle auch ein bisschen betreffen, glaube ich, in dieser Folge. Genau, darum, wir schauen uns ein bisschen heute an, was eigentlich die zwei Punkte, wo die zwei Punkte ein bisschen widersprüchlich sind und wo vielleicht die zwei Punkte so ein bisschen aufeinandertreffen. Weil es ist nicht immer so, dass Popularität Geld auch mit Geld im Spiel ist oder umgekehrt, sondern dass es da auch ganz, ganz viele Widersprüche gibt, wo wir vielleicht versuchen, ein bisschen aufzudecken heute. Dort ein bisschen ein Appell an euch, an die jetzt zuschauen, wenn euch irgendeine Frage oder irgendein Input generell zu dem Thema, Suarez ist auch da, cool, dass ihr einschaltet. Wenn ihr euch irgendetwas zu dem Thema einfällt, dann haut das bitte alles in den Chat rein, weil das soll auch ein bisschen eine gefreestyltere Folge werden heute, die auch ein bisschen interaktiv ist und wo wir auch ein bisschen auf den Chat eingehen können. Der Flaco und Zimea ist auch da, geil, dass ihr euch da zusammenfindet. Darum, wenn ihr irgendetwas zu dem Thema habt, haut das sehr, sehr gerne da alles rein. Und ich versuche so gut es geht auch darauf einzugehen und dass wir da ein bisschen eine Diskussion am Laufen haben. Genau. Wo fangen wir jetzt am besten an? Ich habe mir da einfach ein paar Punkte notiert. Und zwar, dass Fame oder Popularität, je nachdem Cloud, je nachdem wie man das bezeichnen wird, sehr viele verschiedene Gesichter hat. Und die Gesichter habe ich jetzt einmal einfach so ein bisschen in die Runde schmeißen. Vielleicht Erfahrungen, die ihr auch gemacht habt, gewisse Musiker und Musikschaffende unter euch, die das auch vielleicht schon gesehen haben, oder Leute auf der privaten Seite, die einfach gerne Musik hören und sich mit dem Business befasst haben, das vielleicht dann auch schon gesehen, dass halt der Fame-Aspekt oder die Popularität, wo man halt versucht irgendwie zu begreifen, dass das halt mit viel Gesichtern kommt. Ich würde das so ein bisschen auf die Musikbasis belassen oder mit ein bisschen Musikbeispiel schaffen, darum wenn euch dort auch Sachen einfallen, sehr, sehr gerne alles in den Chat reinhauen. Das Erste, was ich viel mal gesehen oder einer der grösseren Punkte, wenn es um Popularität geht, oder die Cloud, wo jetzt irgendwie viele Musiker und Musikerinnen wollen, ist, dass oftmals die Musikhörer, die Unterstützer, Gianluca ist auch da, willkommen da, für die dann jetzt noch nachträglich einschalten, dass oftmals die Die-Hard-Unterstützer und Supporter und Musikhörer, die man hat, dass es viele Musiker gibt, die den Fehler irgendwann einmal machen, dass sie die vernachlässigen tun, zugunsten von Cloud, oder dass man sich auf Popularität irgendwie fixieren oder fokussieren und das macht, anstatt sich um seine Unterstützer kümmern und seine Musikfans. Es passiert nämlich ganz oft, dass man vielleicht irgendwie auf dem aufsteigenden Ast ist, sage ich jetzt mal, oder vielleicht als Newcomer auch ein bisschen mehr Likes und Support bekommt. Und dann findet man das geil bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann einmal kommen vielleicht andere Instanzen ins Spiel, irgendwelche Medien oder Plattformen, die einen supporten. Und es passiert halt ganz oft, so wie ich das auch gesehen auf der Business-Seite, dass man dann oftmals, man nennt so ein bisschen auch, dass man sich die Unterstützer, die man am Anfang hat, oder die mit dir zusammen den Boden aufgebaut hat, deine Die-Hard-Leute, dass man die irgendwie aus den Augen verliert und sich halt wirklich nur noch auf die Popularität oder auf das, was halt
neue Cloud könnte gehen, stürzen tut und fokussiert. Und die Vernachlässigung, die zeigt sich dann auch oftmals irgendwann mal später in so einer Retourkutsche, wenn du halt auch nicht an die Leute irgendwann denkst und nur noch Moves machst, um halt mehr Fame zu bekommen, jetzt halt einfach gesagt. Darum Frage dort eher an die Musiker und Musikerinnen unter euch, oder wo ihr auch generell euch mal könnt stellen für euch selber. Ich finde das eine ganz gute Frage, die man sich manchmal stellen kann, ob man halt die Moves, die man macht, die Business Moves, egal was es jetzt dann ist, oder ob man ein Interview macht oder irgendwie mit jemandem ein Feature macht oder so, man muss sich immer ein bisschen überlegen, macht man das schlussendlich for the people, sagt man so ein bisschen, also für seine eigene Community und seine eigenen Supporter und Musikfans und Unterstützer, oder macht man das irgendwie für eine andere Partei oder für die Bestätigung, um sich die Bestätigung zu holen von einer anderen Partei, wo gar nichts mit dem eigenen Business zu tun hat und auch gar nicht irgendwie du gross davon kannst profitieren, ausser dass du jetzt halt ein bisschen mehr Fame bekommst. Und dort muss man sich einfach ein bisschen den Standpunkt überlegen. Ich erwähne das auch, weil der Konsument in so einem ADHD schreibt da intrinsisches und extrinsisches Verhalten. Du sagst es. Genau. Der ADHD ist seines Zeichen Produzent und Beat-Architekt, wenn ich das so sagen darf, oder? Hoffentlich. Hat es da natürlich in weitaus schöneren Begrifflichkeiten ein bisschen erklärt. Aber ja, das ist so ein bisschen auch die Innen- und Aussenwahrnehmung, wo du dann irgendwie hast, oder wo du gegen aussen abgibst. Control schaut da noch übrigens zu. Die Innen- und Aussenwahrnehmung, die du hast und wie du dich vielleicht auch innerlich fühlst und was du gegen aussen ausstrahlst. Und das ganze Ding, was ich halt vorher ein bisschen erklärt habe, oder wo der Idee da ein bisschen ergänzt hat, geht halt mehr darum, dass man sich ein bisschen darauf besinnen soll, immer dann, wenn man halt wirklich so Moves macht, die einen voranbringen, dann soll man immer ein bisschen überlegen oder von dem Grundsatz schaffen, macht man das wirklich für die Leute da draussen, eben für deine Musikhörer, für deine Supporter, für deine Unterstützer, oder macht man das aus irgendwelchen trivialen Gründen, wo irgendeine Bestätigung dahinter hockt, wo eigentlich gar nicht mit dem Business zu tun hat. Das sind immer so ein bisschen die zwei Parallelen, die dort auftauchen. Und Gianluca schreibt da, in diesem kleinen Musikbusiness ist, in unserer Schweiz kann man froh sein, wenn man überhaupt Supporters findet. Ja, Gianluca, kann sein, dass es nicht ganz einfach ist, da in der Schweiz vielleicht einen Boden aufzubauen. Oder einen Boden von Unterstützer oder Supporter, wie der Gianluca das selber auch schreibt. Das ist so. Ich glaube aber dennoch, und um das geht's ja auch ein bisschen bei dem Cola-Podcast, wenn ich dann immer so von dem, oder wenn wir dann Diskussionen haben über organischen Boden und sich selber aufbauen, dass man dann auch ganz oft mit diesen Fragen konfrontiert wird, dass man halt die Leute unterschätzen auch, was 10 bis 20 Supporter mit dir zusammen alles machen können. Egal, ob du jetzt Musikschaffender bist, der Releases hat, oder eher auf der Produzentenseite und du produzierst andere Leute. Man unterschätzt schnell einmal, dass aus 10 Supporter 20 Supporter irgendwann mal werden können und aus diesen 20 Supporter 50 Supporter und aus diesen 50 Supporter 100 Supporter und so weiter und so fort. Irgendwann ist man dann bei 1000 Die-Hard-Leuten, die einen abfeiern, und mit dem Boden kann man dann etwas anfangen. Schwierig, weil wir es von dem Thema halt haben, Popularität und Fame, Geilheit. Schwierig wird's dann, wenn du den Boden oder die Supporters, die man hat, opfern tut, zum eben im Hip-Hop-Slang jetzt, zum Cloud-Chasen, in der normalen Sprache, zum einfach an Popularität gewinnen oder an Bekanntheit gewinnen, wo aber vielleicht gar keinen richtigen Mehrwert hat für dich und deine Unterstützer, sozusagen. Gianluca schreibt da noch, oder ergänzt da noch, schade ist, dass ich mit vielen Schweizer Musikstars zu tun hatte, als Aushilfsgitarrist und alles.
Und ich habe gemerkt, dass 80% Sachen, dass 80% sich ins Negative verändert haben, weil sie einfach das Gefühl bekommen, hey, sie sind etwas Besseres. Und das nur für den Fame. Ja, genau, um das geht's auch ein bisschen. Gianluca, geiler Input auch und auch gern für die anderen, die da irgendwie etwas ergänzend haben oder irgendwie antworten auf die anderen wollen antworten oder sonstige Inputs haben, bitte alles gerne in den Chat, weil ich will da vor allem irgendwie euch das Wort überlassen, wenn euch etwas einfällt zu dem Thema. Da ist auch recht, Gianluca, dass man sich eben genau, weil das, was ich da am Aufzählen bin, oder das, was ich da am Erklären bin mit euch zusammen, das passiert nicht nur bei grossen, etablierten Künstlern. Der Gianluca nennt sie da Schweizer Musikstars. Das kann auch bei kleineren Künstlern passieren, weil ich ganz oft Diskussionen habe mit Musikschaffenden, die vielleicht auch noch nicht so etabliert sind. Und dort passiert es dann vielleicht eben wegen irgendwie Instagram-Fame oder ein paar Likes mehr, wo man jetzt plötzlich hat auf seinen Posts, dass man halt das Gefühl hat, man ist jetzt eben etwas Besseres oder man bekommt halt das Gefühl, was der 88 vorher auch sich gesagt hat, so seine Aussenwahrnehmung, die sich ein bisschen ändert und wegen dem hat man vielleicht innerlich, verändert man sich auch, wie die Stellung innerlich ist zu dem Ganzen. Wichtig in diesem Kontext ist einfach, wenn es um die Geschichte geht, auch mit Konsumenten, dass man nicht vergessen soll, die da jetzt zuhören und das vielleicht auch vor dieser Herausforderung stehen, egal in welchem Gebiet du schaffst, wo es so ein bisschen darum geht, okay, ja, man muss mit der Bestätigung von außen auch ein bisschen arbeiten, dass man sich wirklich überlegt, was davon ist für sein eigenes Business wirklich gut. Und wenn ich ja von Business rede, Musikbusiness, rede ich von den Leuten, die vielleicht auch selbstständig etwas machen wollen. Was ist schlussendlich wirklich ein Mehrwert für den Konsument? Und was ist einfach irgendein Move, wo einfach nur wegen Fame gemacht wird und wirklich gar keinen richtigen Stellenwert hat. Oder gar nicht richtig tut auslösen, da aussen. Bei den echten Leuten, die dir zuhören und dich supporten. Aber ehrlich, schreibt da der Gianluca noch, wir sind in der Schweiz und das Musikbusiness ist verglichen mit anderen Ländern ein Witz. Ja, Witz würde ich nicht gerade sagen, Gianluca. Da hat es jetzt auch andere Folgen gegeben, die wir da auf dem Cola-Podcast gemacht haben. Witz, 100 Millionen Franken Business im Jahr ist nicht wirklich ein Witz. Also da gibt's andere Branchen, wo weniger machen Umsatz im Jahr als die Musikbranche Schweiz. Und das ist schon sehr, sehr ernst zu nehmen. Weil sonst würde ich sag's mal so, sonst würde ich mir jetzt auch nicht die Zeit nehmen, um da eine riesige Bibliothek zu erschaffen mit dem Cola-Podcast, dass vielleicht auch die Zukunft von diesen Musikschaffenden da aussen etwas vielleicht davon haben. Glasige Boy schreibt da, aber danke vielmals für den Input, Gianluca. Du bist schon auf dem richtigen Pfad. Man merkt schon am Anfang, ob du nur für eine Fame hier bist. Ja, das ist ein gutes Ding, guter Punkt, Glasige Boy. Merkt man das? So, das kann ich jetzt an die anderen darstellen, die zuhören. Haben ihr das Gefühl, dass man merkt, wenn jemand nur wegen der Cloud oder wegen dem Fame oder der Popularität etwas macht und nicht wirklich for the people ist und jetzt mehr aus Musikersicht oder Musikerinnensicht das macht für die Leute da draussen, um diesen Konsumenten wirklich einen Mehrwert zu geben oder nur für die Fame-Geilheit dahinter. Gianluca schreibt dann noch, ich verstehe nicht, wieso die Sache nachher verhalten, als wären sie Weltstars. Als wären es Weltstars, dass sie sich so verhalten. Ja, das verstehe ich manchmal halt auch nicht. Ist ein bisschen schwierig. Aber, es ist so ein bisschen beides. Schaut, ich finde jetzt auch nicht, dass man sich wie eine Diva verhalten, überhaupt nicht, weil ich auch mit ganz, ganz vielen internationalen Künstlern zu tun kann, in meiner Labelzeit, in meiner Major-Labelzeit, und es hat die grössten Künstler, habe ich schon miterlebt, irgendwo, wo immer sehr respektvoll mit allen umgegangen sind, und dann hat es halt gewisse kleinere Künstler oder mittelgroße Künstler gegeben, wo sich völlig daneben benommen haben. Gibt's aber auch bei den ganz, ganz Grossen. Ich finde, in der Schweiz ist es immer so ein bisschen die Diskussion, man soll sich auch nicht irgendwie unmöglich verhalten, es soll immer auf einer Respektsbasis sein, aber ich finde das auch teilweise okay, wenn Künstler und Künstlerinnen da draussen so ein bisschen auf den Putz hauen und sich ein bisschen zeigen und brüsten. Weil das Understatement, das in der Schweiz auch vielmal
vielmal vor sich hergeht, so dass möglichst nicht über seine Erfolge reden und man tut alles anders daten und alles unter den Tisch kehren, ist auch mega langweilig. Also ich kann verstehen, wieso viele Leute da aussen nachher auch Schweizer Künstler nicht so ernst nehmen, weil die meisten Schweizer Künstler das irgendwie von früher so beigebracht bekommen haben, dass sie ja nicht so sollen denken wie der Ed Sheeran, der Travis Scott und der Drake oder der Weeknd, wer auch immer, irgendwelche internationale, weil man ja soll bodenständig bleiben. Und versteht ihr, was ich meine? Da gibt's halt ein bisschen einen gesunden Mix, wo man vielleicht muss fahren. Gianluca schreibt aber noch weiter, das Schlimmste ist für mich halt einfach, dass wir Musiker uns sollten unterstützen, anstatt dass sie sich so abgehoben verhalten. Absolut, bin ich voll bei dir, Gianluca. Da wird viel weniger gönnt, als tatsächlich muss sein jetzt. Weil es ist noch spannend, das auch für mich teilweise zu beobachten, weil ich ja schon ein bisschen länger auch in dieser Industrie arbeite. Gianluca hat das eher von der Studiomusiker-Seite jetzt gesehen. Ich habe das von der Business-Seite amigs gesehen, dass es recht witzig ist, dass gewisse Parteien untereinander, also gewisse Firmen und Unternehmen, mehr zusammenhalten als Künstler untereinander. In der Schweiz, aber auch international. Und das soll euch ein bisschen etwas sagen. So, dass wir gehen da jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber ein guter Hinweis, den der Gianluca da gebracht hat. Vor allem gerade in so einem kleinen Land und so einem kleinen Business. Ab dort wiederum sehe ich das auch genauso. Also eben, es ist nicht eine kleine Industrie, so wie man das jetzt im Kopf hat. Es ist doch sehr viel Umsatz da im Jahr dahinter. Aber ja, für das, dass wir eigentlich ein kleineres Land sind, müssten die Künstler da viel, viel mehr zusammenhalten und auch sich ein bisschen besser austauschen und nicht untereinander sich gegenseitig zu bekriegen. Aber für die da jetzt auch neu eingeschaltet haben oder das später werden sehen, wir suchen wieder jetzt den Kreis zu dem, weil, ja, das hat, wie der Gianluca gesagt hat, vielmal vielleicht auch mit Popularität zu tun oder mit Fame, weil man irgendwie das Gefühl hat, man ist jemand, wo man nicht ist. Dort einfach wie so ein bisschen als Grundsatz. Ich bin Fan von, man macht seine Moves, die man macht, für Konsumenten. Für die Leute da aussen, die einen tatsächlich unterstützen. Weil ich sehe das noch nach wie vor, darum erwähne ich das auch als Segment da in dieser Stunde. Ich sehe das noch nach wie vor viel zu oft, dass Leute, Künstler oder Künstlerinnen irgendwelche Moves machen, nicht für den Benefit von ihren Hörern oder für ihren Fans oder Supporter, die ihnen tagtäglich zuhören und wegen ihnen besteht eigentlich dein Business überhaupt und wirst du wahrgenommen oder ernst genommen, sondern sie machen es wegen irgendwelchen anderen Instanzen oder Parteien, die gar nichts mit ihrem Business zu tun haben. Darum, das ist natürlich so ein bisschen das erste Gesicht, das sich da zeigen kann. So, bear with me, bleiben mit mir, so, das würde nachher alles ein bisschen mehr Sinn machen. Wir gehen da jetzt ein bisschen durch, was es alles für verschiedene Gesichter gibt. Oder Fassaden hinter dieser Popularitätsfalle, sage ich jetzt einmal. Der zweite grosse Punkt kann sein, wenn dich Medien, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, in dieser Story, wenn ihr den Cola-Podcast ein bisschen mitverfolgt, oder auch andere Medien verfolgt teilweise. Also nicht, dass ich ein Medium wäre, aber es geht mehr darum, was auch schnell passieren kann, wenn Medien oder Plattformen dich als Musikschaffender hypen tun, ohne dass dort tatsächlich etwas dahinter ist. Beziehungsweise, obwohl du gar nicht konsumiert wirst. Das passiert in der Schweiz leider ganz oft, aus verschiedensten Gründen. Wir haben auch andere Folgen auf dem YouTube-Channel, wo es ein bisschen darum geht, wie so die Promolandschaft oder die Medienlandschaft in der Schweiz aussieht. Und weil wir vielleicht halt ganz, ganz etablierte Medien haben und sehr kleine Medien und nichts so richtig dazwischen, passiert es halt ganz oft, und das geht halt auch nachher in das Thema Popularität rein, passiert es ganz oft, dass Künstler und Künstlerinnen viel zu früh irgendwie gefeatured werden und pickt werden, aufgehypt werden und aber gar nicht richtig konsumiert werden von den Leuten da draussen, weil again, bei den Leuten, for the people, wenn du auf der Straße würdest schauen, bist du null relevant, so, aber du kommst die ganze Zeit Medienfeatures über, weil du jetzt gerade der Medienliebling geworden bist, so über Nacht.
Und das kann auch mega zum Verhängnis werden, weil zwar dein Bekanntheitsgrad, deine Popularität steigt, aber nicht zwingend, weil wir da jetzt einen Kreis schliessen zum Umsatz und zu deinem Geld, nicht zwingend dein Business, weil du nicht wegen dem mehr Konsum bekommst, zwungenermassen. Das ist aber ein bisschen ein tieferes Thema, wo da jetzt den Rahmen wird sprengen, was halt passiert, wenn man zu früh zu fest gehypt wird von Medien. Aber ich würde das mehr so ein bisschen als einen von den Punkten halt erwähnt haben, wo halt sehr schnell auch zum Verhängnis werden kann. Und dort, wie ich es vorher auch mit dem Gianluca ein bisschen gesagt habe, dort das muss nicht heissen, dass das nur bei etablierten Künstlern passiert. Viele, die da jetzt vielleicht zuschauen oder sich die Folge später anschauen, sind vielleicht auf Newcomer-Level oder fangen gerade erst an mit Musik, was auch nichts dagegen ist, so, aber respektiere ich auch natürlich, wenn er den Weg da irgendwann einmal ins Musikbusiness findet, ins Schweizer Musikbusiness, egal in welcher Form. Aber das passiert auch ganz oft, wo ihr das seht, auf eurem Level, ist halt zum Beispiel eben auf Instagram oder auf den Social Media Plattformen, wo man dann nicht von Medien gefeatured wird, sondern einfach irgendwie von seinen Gespönli oder seinen Gruppen von Leuten irgendwie aus irgendeinem Grund jetzt mehr abgefeiert wird als vorher bei einem neuen Release. Und irgendwann einmal nimmt das so ein bisschen eine komische Dynamik an, wo nicht mehr mit dem übereinstimmt, wie der AD das am Anfang gesagt hat, nicht mehr richtig mit dem übereinstimmt, was man innerlich jetzt würde denken. So die Innen- und Aussenwahrnehmung, wo man immer ein bisschen gegenchecken muss in so einem Fall. Und Gianluca schreibt dann noch, das Problem ist auch, und schreibt ruhig gerne auch euren Input in den Comments, das ist sehr geil, also ich gehe sehr, sehr gerne darauf ein. Das Problem ist ja auch, dass wenn du zu früh, zu schnell gehypt wirst, kannst du zu 90% nicht nachliefern mit Droppen von Songs und dann verlierst du das alles so schnell, wie es ist gekommen. Perfekter Segway oder perfekter Übergang, Gianluca, weil ich das auch so noch erwähnen oder mir da aufgeschrieben habe. Absolut. Ich sage es ein bisschen anders, aber es geht genau ums Gleiche. Es ist genau der gleiche Twist. Entweder ist es so, wie der Gianluca das sagt, dass du nicht nachliefern kannst, weil ja, du wirst populärer, also für die, die sich das nicht so bildlich vorstellen können. Das kann wirklich auch von einem kleinen Rahmen passieren, dass du jetzt davon, keine Ahnung, 500 Follower auf 1000 Follower aufspringst auf Instagram, wegen irgendwelchen Gründen, Social Media mäßig, oder? Und du wirst zwar höher im Bekanntheitsgrad, aber weil dein Prozess immer noch der gleiche ist und dein Output, die Anzahl von Songs zum Beispiel, die du raushaust, immer noch die gleichen sind, kommst du mit dieser höheren Nachfrage vielleicht plötzlich irgendwann einmal nicht mehr an. Und was passiert noch zusätzlich zu dem, was der Gianluca gesagt hat, deine Qualität leidet extrem drunter. Weil nicht nur leidet sie drunter, wenn du versuchst, dem jetzt irgendwie nachzugehen und du bist überhaupt nicht vorbereitet oder daran gewöhnt. Aber es kann auch sein, die andere Schattenseite, wieso die Qualität irgendwie plötzlich in die Hose geht, dass du lauter eben, das kann halt mit Medien passieren, die dich featuren, aber wenn es nicht Medien sind und es sind irgendwelche Leute bei dir auf Instagram, die einfach die ganze Zeit Flammen-Emojis in die Comments rein tun, dann kann es auch oftmals passieren, dass du plötzlich Ja-Sager um dich herum hast. Vielleicht macht es da bei ein paar, hat jetzt ein paar so den Aha-Moment, wo das jetzt gehört, dass man irgendwelche Leute um sich herum hat, wo nur noch bedingungslos alles geil finden. Egal welchen Song man droppt, alles ist geil, alles ist ein Fire-Emoji. Das ist so, im Grunde genommen sind das so ein bisschen die Ja-Sager, von denen man halt jetzt gar kein konstruktives Feedback mehr erwarten kann. Und das ist auch entweder das, oder dass man halt überhaupt nicht zu 90%, wie der Gianluca das sagt, nicht nachliefern kann. Die zwei Sachen hängen sehr, sehr oft sehr stark zusammen, wenn du jetzt plötzlich irgendwie mehr wegen Cloud oder Popularität so gewisse Moves machst. Gianluca schreibt dann noch, uns schade ist, wir haben so viele gute Musiker, aber sie verspielen es so. Ja voll, dann bist du voll im Stress und produzierst nur noch Scheiß-Songs, sehe ich auch so, genau, auf das habe ich raus, du hast das ein bisschen viel einfacher jetzt ausgedrückt, in einem kann man natürlich, was ich jetzt ein bisschen länger brauche zum Umschreiben teilweise. Lass mal ein bisschen die Songs durch, man hört viel so Scheißmusik. Absolut. Ich finde das auch eine recht starke Herausforderung oder eine Problematik oder ein Dilemma,
dass du halt dann eben, entweder, du hast jetzt plötzlich einen neuen Kreis von Leuten, das kann auch ein kleiner Kreis sein, wo du jetzt, weil du ein paar Views mehr hast auf YouTube oder auf Instagram, ein paar Likes mehr, jetzt plötzlich nicht mehr irgendwie ehrlich die Meinung kann sagen. Oder du hast halt gewisse Medien, die dich voll aufhimmeln, und man nachher das Gefühl hat, ja gut, okay, eben, es läuft ja. Die Leute feiern das ab. Ich komme jetzt da anstatt 2 Fire-Emojis, komme ich jetzt 15 Fire-Emojis über in den Comments. Aber mit so Feedbacks muss man halt damals immer sehr, sehr aufpassen, weil das nicht muss heissen, dass du wegen dem qualitativ bessere Musik machst oder tatsächlich eine Steigerung wahrgenommen hat. Weil nochmal, es kann halt sein, dass dein Fame-Level, sagen wir es jetzt mal einfach, oder deine Popularität zwar steigt, aber vielleicht ist dein Konsum genau noch der gleiche wie vorher. Du hast vielleicht ein paar Leute mehr in deinen Comments, aber der Konsum ist genau der gleiche und der Umsatz und das Geld bleibt wegen dem gleich. Es kann aber auch sein, dass Medien dich featuren oder gewisse Leute dich hosten oder featuren auf Social Media und du jetzt mehr Augen bekommst, aber die zusätzlichen Augen erwarten vielleicht jetzt plötzlich ein anderes Level von dir und ein anderes Tempo. Und wie der Gianluca da sagt, kannst du nachher dem nicht mehr anliefern. Also es hat wie so schlechte, gute und schlechte Seiten dort, wenn man halt mit dem, sagen wir mal, mit dem Fame auch ein bisschen spielt oder das ein bisschen provozieren wird. Darum reden wir auch oftmals in anderen Episoden über den organischen Wachstum. Und vielleicht erkennen wir jetzt, indem wir halt auch ein bisschen andere Verbindungen da schliessen für uns selber in diesen Diskussionen, wieso es so wichtig ist, organisch zu wachsen und wirklich einen eigenen Boden für sich aufzubauen, weil du ganz, ganz schnell die Aussenwahrnehmung irgendwann einmal nicht mehr kannst unterscheiden, was ist jetzt tatsächlich gut und was nicht. Gianluca schreibt da noch, also ich hoffe, ich mache auch Sinn, Leute, wenn ihr da findet, ich rede da irgendwie Bullshit oder rede um den heisse Brei, bitte alles gerne in den Chat schreiben, weil ich brauche auch ein bisschen eure Hilfe. Ich habe schon noch ein paar Fragen vorbereitet für die da noch live zuschauen und ein paar Sachen, die wir gerne diskutieren können, aber der Cola-Podcast oder die Folgen leben genauso von euch, wie sie von meinem Input leben. Darum sehr, sehr gerne auch euer Senf dazu. Gianluca schreibt da noch, wo ich mit dem Philipp Fankhauser gespielt habe, hat er mir gesagt, du weißt, du bist gut, also los nicht auf Kommentare und all das, weil sonst probierst nicht pöbelst nicht in der Musikwelt, also wirst nicht bestehen in der Musikwelt, so, es ist vielleicht, kann ich es da nicht richtig lesen, aber ich verstehe, glaube, oder wir verstehen da, glaube alle, auf was du raus willst, Gianluca, und er hat 100% recht gehabt mit dem. Die Musiker sind viel zu fest angewiesen auf die Leute, die Feedback von Leute, die unter Umständen absolut keinen noch kennt haben. Überlebst du, ja, dass du nicht überleben tust. Ich weiss auch absolut, was du meinst. Es kommt auch mega drauf an, ob man jetzt so ein Mensch ist, wo halt, oder ein Musikschaffender, oder eine Musikschaffende, wo jetzt halt so Feedback von außen an einen anlässt, oder halt nicht, keine Ahnung. Okay, ja. Wo halt absolut keine Ahnung haben. Ja, okay, sorry dude, kein Problem. Ich bin ja gerne auch dafür da, dass ich euren Input lese, oder dass ich auch für die anderen, die nur zuhören und nicht zuschauen, das lesen kann. Aber ich weiss, auf was du raus willst, Gianluca, dass es absolut so ist, dass du vielleicht wirklich, und das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, die ich da gerne auch in die Runde stelle und für die das auch später werden anschauen, vielleicht sich auch ein bisschen dort für sich selber ein bisschen können, das beantworten. Ähnlich wie der Gianluca das jetzt schon vorher ein bisschen angedeutet hat. Wenn man jetzt natürlich so einen Kreis hat von Leuten und man weiss dort nicht mehr so recht, auf welches Feedback man hören will. Was ich mich amigs frage, und die Frage kann ich gerne auch an euch da in die Runde tun, achtet ihr euch drauf, wer euch Feedback gibt, und geht ihr wirklich bewusst mit dem um, was ist konstruktives Feedback und was ist einfach so ein bisschen ein Placebo-Argument von irgendjemandem, wo einfach wird eben sinnbildlich, wo ich einfach wird,
das Fire-Emoji geben, einfach so wörtlich, aber irgendwie nicht so richtig Ahnung hat von dem. Also, weil dort bei der Qualität, sag ich mal, vom Feedback, finde ich es halt amix noch ganz schwierig, um dann herauszufinden, okay, was ist jetzt ein berechtigtes Feedback und was ist halt irgendwie so ein Placebo-Feedback, wo eigentlich gar keine Rolle spielt. Und dort liegt auch oftmals ein bisschen der Schlüssel. Weil was ich vielmal gesehen habe, egal ob ich jetzt auf Bern schaue, auf Zürich oder all die Musiker, die da in ihren Camps arbeiten, dass du, sobald du nachher in deinem Camp drinnen bist, auf so einer Insel bist, und nachher hast du, man nennt es auch ein bisschen, gibt's auch im Marketing, so eine Inselmentalität, oder so ein Inseldenken, dass alle die halt auf dieser Insel sind, mit dir zusammen in dem Camp, die finden das alles super hammergeil. Und von außen wiederum nimmst du dann gar kein Feedback mehr an, also außerhalb von dieser Insel. Und das führt halt auch dazu, dass die Qualitätskontrolle vielleicht nicht gerade die beste könnte sein. Auf der anderen Seite, wie ich das vielleicht auch von anderen Zuschauern da schon gesehen habe, die ab und zu den Cola-Podcast mitverfolgen, kann es auch sein, darum auch meine Frage vielleicht dort, haltet ihr es für besser, wenn halt die Runde an Leuten, die man hat, kleiner ist, wo man Feedback kann erfragen und macht das die Qualitätskontrolle sozusagen für deine eigenen Songs, macht es das besser? Oder versucht man, ich kenne es eben auch so, dass man auch so viel wie möglich versucht, so viele verschiedene Meinungen wie möglich wird haben, wo fragen sollen oder wo eine Antwort sollen geben. Und das ist dann wiederum die Qualitätskontrolle. Oder die ganz andere Option, dass man gar kein Feedback an sich anlässt und wirklich als Musikschaffende das ganz alleine oder vielleicht allenfalls mit dem Produzent oder mit der Produzentin tut anschauen. Aber das sind dann vielleicht meistens 2 oder maximal 3 Leute. Für die das auch später werden sehen, kann man sich da eben ein bisschen die Gedanken machen. Der Grund, wieso ich das aufbringe, und ich gehe nachher auch sehr gerne auf euren Input ein, der Grund, wieso ich das aufbringe, ist, weil genau auch aus dieser Popularitätsschiene oder weil man das Gefühl hat, alles ist Fire, leidet extrem die Qualitätskontrolle darunter. Und es leidet auch die Songqualität am Ende vom Tag. Weil wenn alles wirklich so Fire wäre, ihr müsst euch das wirklich vorstellen und ein bisschen vor Augen haben, wenn ihr Leute ja im Camp habt zum Beispiel, ich sprich da nicht irgendjemand direkt an, aber macht euch einfach mal selber ein bisschen die Gedanken, wenn ihr Leute ja im Camp habt, die bedingungslos alles geil finden und ihr habt die ganze Zeit in den Comments Leute, die Fire-Emojis schicken oder reintun, wenn all die Songs so Fire wären, wie man das würde sagen, dann wären die alle in den Charts. Dann würde das alles konsumiert werden, dann wäre das alles super geil. Versteht ihr, was ich meine? Dort muss man es ein bisschen unterscheiden. Gianluca schreibt, darum sollte man hauptsächlich auf sich vertrauen, dass man etwas kann. Absolut, Gianluca, finde ich auch, dass man da sehr für sich selber auch teilweise muss schauen. Nicht auf egomäßig, aber ich glaube, jeder versteht, wie der Gianluca das gemeint hat da, dass man vielleicht nicht nach dem Mantra soll leben oder jeder, wie sagen wir das, zu viel kocht, den Brei verderben, so ein bisschen. Oder die Soße. Glasiger Boy schreibt dann auf Feedback, sollte man sich schon zu Herzen nehmen, aber am Schluss muss dir bewusst sein, dass du den Shit für dich machst. Genau, okay. Auch ein sehr guter Punkt vom Glasigen Boy, dass man Feedback kann annehmen, aber schlussendlich muss man es selber geil finden, weil wenn es niemand anders abfeiern, wenn du selber nicht abfeiern tust, dann wird es da aussen auch niemand abfeiern. So ist es, sagt der Gianluca noch. Leute, die nur auf Fame oder das grosse Geld hoffen, überleben niemand, nehmen den Boden. Die überleben nämlich nicht. Der Flaco oder die Aurel schreibt da, Qualitätskontrolle finde ich gut, bezeichnen wie du, jetzt scrollt ein bisschen schnell da, sorry, Qualitätskontrolle finde ich gut, bezeichnen wie du merkst eigentlich selber ein bisschen, was ein konstruktives Feedback ist. Also, ich schreibe da noch, dass man selber ein bisschen merken kann. Für mich ist das Feedback gut, aber von allen viel zu overhyped. Sehe ich ähnlich wie du, Gianluca. Flaco schreibt dann noch, so wie du ein reales Feedback bekommst, wo hart kann sein, so auf dem kannst du halt auch aufbauen, aber am Schluss musst du die Shit machen. Absolut. Ich glaube,
viele, die da jetzt dazu schauen oder sich die Frage stellen, sind sich da sehr einig, wenn es um das geht. Egal, ob er jetzt eher auf der Musiker- oder Musikerinnen-Seite sind oder auf der Produzentenseite oder Beatmaker-Seite. Oder nein, pardon, schreibt da der glasige Boy, muss gross denken und hoffen, aber man muss gross denken und hoffen, aber wenn du wirklich nur für das bist, kommst du nicht weit. Ich weiss schon, wie du es gemeint hast, glasiger Boy. Ich meine, wir reden da in dem Cola-Podcast auch oftmals nicht nur über die Musik, sondern über das Musikbusiness. Darum, ich bin sehr gern dafür haben, für so Gespräche, wenn es darum geht, dass man auch Ambitionen hat, um erfolgreich zu sein und auch seine Rechnungen irgendwann einmal zahlen, weil man soll da auch in keinsten Fall bescheiden sein, finde ich, vor allem nicht in der Schweiz, wo wir so eine hohe Kaufkraft haben und so viel Geld rumliegt, dass man jetzt sagt, man macht das wirklich alles nur aus der Ideologie, sondern ich kann das auch respektieren, wenn man sagt, als Musiker oder Musikerin würde man das voll durchziehen und seine Rechnung eines Tages damit zahlen. Aber das hat vielmal, wie wir es da eben auch ein bisschen jetzt die letzten 15 Minuten ein bisschen besprochen haben, vielmal mit der Qualität zu tun, mit der eigenen Qualitätskontrolle. Und man muss das schlussendlich wahrscheinlich auch selber geil finden, so wie ihr das da sagt. Genau, wo können wir jetzt noch weiter einhaken? Qualitätskontrolle haben wir geschrieben. Ein anderer weiterer Punkt, genau, wo die Bubble, die Popularitätsbubble auch ein bisschen ja, ich sag mal, wo einem zum Verhängnis werden kann, wo ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Das reicht auch schon, wenn man ein bisschen einen Hype hat, oder eben jetzt irgendein kleineres Medium hat, wo einen featuret, so ein kleiner Bubble-Hype oder Hype-Bubble, umgekehrt, kann auch extrem fool machen. Das habe ich auch ganz, ganz oft erlebt, dass man jetzt eben, weil man, plötzlich den Sprung gemacht hat und 1000, 2000 Follower mehr bekommen hat, dass man jetzt gemeint hat, man hat es geschafft, you made it, und dass man nachher eher weniger schafft, anstatt mehr. Das muss nicht nur wie ein paar von euch das gesagt haben, vorher an der Qualität nachher scheitern, sondern dass man einfach effektiv weniger hustlen tut, als am Tag 1. Und das muss man sich auch ein bisschen vor Augen behalten, egal wie hoch der Bekanntheitsgrad wird. Wenn ihr das umwandeln wollt, sage ich mal, in Geld und Umsatz, müsst ihr mit den Erfolg, die ihr schon hättet, egal wie klein oder gross die sind, eben auch wenn man einfach ein bisschen wächst, stetig, dass man immer noch sich ein bisschen vor Augen behalten, auch wenn das ein bisschen cheesy tönt, sage ich mal, oder so ein bisschen Hollywood-mäßig tönt, dass man trotzdem noch so hustlen oder schaffen muss, wie man das am Anfang gemacht hat, weil man das ganz, ganz, ganz schnell aus den Augen verlieren kann und das einem zum Verhängnis werden kann. Als Gianluca schreibt dann, als Musiker, gerade bei uns in der Schweiz, darf man sich nie auf seine Lorbeeren ausruhen. Genau. Ihr schreibt das auch sehr viel prägnanter und kürzer als das, was ich da mache, aber um das soll es ja auch ein bisschen gehen bei diesem Podcast. Wir haben ja noch 20 Minuten, um das ein bisschen ausgiebig besprechen. Aber was der Gianluca da geschrieben hat, ist auch wieder sehr gut zusammengefasst, dass man ja genau auch in der Schweiz weil du sehr schnell auch wieder weg kannst sein von der Bildfläche, sage ich jetzt mal, egal wie gross du bist. Nochmal, wir reden da nicht nur über etablierte Künstler. Viele, mit denen ich da die Diskussion habe, sind noch sehr wohl auf Newcomer-Level, aber dort kann es auch passieren, dass du in so einer kleinen Hype-Bubble plötzlich bist, weil du jetzt mehr Views bekommst auf YouTube plötzlich als vor deinen Videos vorher oder vor deinen Singles vorher. Und ich erlebe das noch viel zu oft, dass man sich genau wie der Gianluca das sagt, auch ein bisschen auf seine Lorbeeren ausruhen, obwohl du gar keinen Grund dafür hast. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig zu wissen, okay, ab welchem Punkt hat man es jetzt wirklich geschafft oder nicht. Aber das ist auch die Diskussion, die ich ganz oft führe mit Leuten, dass noch sehr, sehr viel Luft nach oben sind. Die da ein bisschen länger jetzt zuhören oder zuschauen bei dem Cola-Podcast, wissen das auch, dass auch in der Schweiz noch sehr viel Luft nach oben ist für Schweizer Musik und Mundartmusik oder einfach lokale Musik, wenn wir es da von da aus schaffen. Und es wäre fehl am Platz, wenn wir jetzt würde denken, dass wir auch, also ich kenne auch Künstler und Künstlerinnen, die auch nach einem Platin-Hit und das klingt jetzt einfacher, als es tatsächlich ist, wenn ich da so von Gold und Platin und so Sachen würde reden in diesem Podcast.
Aber auch in der Schweiz glauben wir, auch wenn wir das kleineres Land sind als in den USA, es ist nicht einfach, irgendwie eine Gold-Single zu haben, wenn ihr das schon irgendwo mal gesehen habt. Es gibt auch nicht so viele neue Generationen, es gibt auch nicht so viele Künstler und Künstlerinnen aus der neuen Generation, die überhaupt eine Gold-Auszeichnung anbringen mit einem Song oder mit einem Album. Und ich kenne ganz viele Künstler, die sich auch nach der dritten oder vierten oder fünften Auszeichnung, Gold oder, sei es Gold oder Platin, auch noch nicht einmal, die haben erst gerade richtig angefangen. Versteht ihr, was ich meine? Darum, ich habe noch eine andere Folge, die ich irgendwann einmal mache auf dem Podcast, wo wir eben genau auch über das reden, was noch alles zusätzlich machbar ist in der Schweiz. Aber der Stand heutzutage ist halt leider ein bisschen noch so mit der Medienlandschaft, die man hat, dass man schneller populär kann werden als erfolgreich. Und Popularität und erfolgreich sein kann zwar zusammenhängen, aber muss es nicht zwingen, weil du kannst auch Fame haben, so ein bisschen der Grundsatz von dieser ganzen Folge, dass du zwar Fame kannst haben oder populär kannst werden, aber kein Geld machst. Oder wiederum, es gibt Leute, die sehr viel Geld machen, aber nicht populär sind. Darum ist dort ab und zu mal der Widerspruch, das muss nicht unbedingt zusammenhängen. Der Gianluca schreibt dann noch, für mich bist du als Musiker nicht in einem normalen Beruf, also hat man keinen Grund, irgendwann mal faul zu werden. Absolut, es ist kein 9-to-5-Job. Ich hoffe, die Leute, die auch da ab und zu zuschauen bei diesen Diskussionen, denen ist das auch hoffentlich bewusst. Limbeats schaut da auch noch zu. Voll. Wenn du es liebst, musst du dich gar nicht ausruhen. Weil du machst das ja aus Leidenschaft und Liebe zur Musik, deine grösste Leidenschaft. Also sehe ich das so, dass man immer und immer weiter schaffst. Genau. Dort gibt's halt auch wie so ein bisschen Anekdoten zu dem Ganzen, dass ich finde jetzt auch, man soll natürlich nicht stoppen. Vor allem nicht, wenn das deine Leidenschaft ist. Und überhaupt, wenn man das jetzt irgendwie wegen schnellen Geld machen will, das habe ich auch in anderen Folgen schon gesagt, ist das ein Rezept, das praktisch nie aufgeht. Vor allem nicht in der Musikbranche, wo halt sehr ein langfristiges Business ist und wo man auch sehr in die Zukunft muss schauen. Aber dort liegt halt auch ein bisschen Anekdote drin, dass man auch nicht schaffen zum noch mehr schaffen. Das sind jetzt aber eher ein bisschen persönliche Ansichten, dass man das immer mit einem gesunden, realistischen Grad anschauen soll, weil das Hamsterrad, sage ich jetzt einmal, wo man sich da macht, in dem Musikbusiness oder in anderen Branchen ist das genauso in der Schweiz. Egal, wo du jetzt das schaffst, ob du da jetzt zuschaust und Musiker bist oder halt im Privatleben etwas anderes machst. Aber das Hamsterrad, das kann man sich ewig vergrößern und ewig grösser machen. Weil in der Musikbranche gibt's dort halt auch wie so ein paar Etappen, wo du kannst erreichen. Und die Etappe kannst du aber immer grösser machen. Wenn du sagst, ja, du hast eine Gold-Single, dann kannst du sagen, okay, dann versuch jetzt Platin das nächste Mal. Dann hast du eine Platin-Single, dann versuch jetzt 2 Songs zu machen, die in die Top 10 kommen von der Single-Chart. Okay, jetzt versuch ein Album zu machen, wo Gold geht. Jetzt versuch 2 Alben zu haben, die hintereinander Gold gehen. Jetzt versuch, in 5 Jahren 3 Alben zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Darum ist es wie so, ich kenne es jetzt auch nicht anders, dass man sich auf keinen Fall sowieso ausruhen auf den Lorbeeren. Aber dort gibt's auch so ein bisschen eine gesunde Balance, wo man sich schaffen für einen selber, dass ab der Minute, wo man vielleicht das Gefühl hat, es ist nicht mehr wegen der Leidenschaft und du machst es nur noch, um da ein Zahnrädchen sein in dieser Fabrik, ist es vielleicht an der Zeit, um ein bisschen eine kurze Pause zu machen, sage ich mal, um nachher wieder irgendwann mal zurückzukommen. Aber wir sind da jetzt ein bisschen all over the place. Ich hoffe trotzdem, dass wir da ein bisschen, ich meine, eine kleine Diskussion haben wir jetzt schon starten können. Für die das später noch werden sehen, die letzten 15 Minuten, schauen wir uns trotzdem noch ein paar Punkte an, die ich mir da aufgeschrieben habe. Das mit der Hype-Bubble, dass man auch schneller mal faul kann werden, das verstehen, glaube ich, alle. Auch nochmal etwas, wo ich da auch gerne nochmal erwähne, weil ich das sehr oft sehe und wo Popularität oder Fame dir einen riesen Strich durch die Rechnung kann machen, wortwörtlich durch die Rechnung.
dass wenn man sich Fame oder Popularität wünscht, mehr Bekanntheit als Musiker oder Musikerin, das auch sehr schnell dazu führen kann, dass man schlechtere Deals eingeht, oder die annehmen tust. Und ich erwähne das auch nur, weil das die Story ist von ganz, ganz vielen Künstlern, egal ob nationale Künstler in der Schweiz oder internationale, wo ich da sehe, wo halt wegen einer Fame-Geilheit oder weil sie denken, sie kommen jetzt weiter oder werden bekannter durch den Move, wären sie eher dazu bereit, einen schlechteren Deal einzugehen. Und wenn ich von schlechteren Deals rede ich von Deals, die weniger Geld für dich geben. Darum versteht ihr vielleicht auch, wieso ich beides in die Überschrift da habe, weil dort so viel dazu, wenn es darum geht, dass in Verhandlungen sind, egal was das jetzt für Verhandlungen sind, weil das könnte man jetzt noch ewig weiterspannen und für das reicht die Zeit jetzt da nicht mehr, aber wenn ihr in Verhandlungen sind, müsst ihr in diesem Aspekt einfach immer verstehen, dass eine sehr grosse Macht hinter einem Nein kann dahinter stecken. Was heisst das? Dass ihr nicht jeden Deal, jeden hundsverlocherte Deal oder jede Vereinbarung eingehen und dass es oftmals vielleicht besser ist, wenn wir zu früh in Situationen sind, wo man nicht annehmen sollte, dass man dort einfach ein Nein durchgibt, weil anstatt jetzt einen schlechten Deal einzugehen, weil man das Gefühl hat, das bringt einen jetzt weiter, aufgrund von Cloud, aufgrund von Fame oder aufgrund von etwas. Wenn das Geldmoves sind, dann kann ich das respektieren, wenn man sich das überlegt. Aber vor allem am Anfang von seiner Karriere oder als Newcomer oder Newcomerin sollte man sich gut überlegen, was man für langfristige Vereinbarungen man da eingehen und was man für Sachen unterschreiben, weil die ersten paar Deals, die man eingeht, egal mit welchen Vertragspartnern, egal was das für Leute sind, werden meistens nicht von Vorteil sein. Das sind nicht die besten Deals am Anfang von einer Karriere, das ist nie so, weil man halt nicht einen Boden hat, mit dem man verhandeln kann, weil man irgendwie nicht viel hat. Und dort kommt eben das Sprichwort rein, man darf keinen Schritt überspringen, weil wenn man halt versucht, Schritte zu überspringen mit Popularität oder Bekanntheitsgrad, wo man erhöhen plötzlich über Nacht, dann ist man auch schneller gewillt, einen schlechten Deal einzugehen. Und ich sage das nicht aus Gründen, weil ich das nicht selber gesehen habe, sondern genau wegen dem, weil ich das oftmals selber gesehen habe, dass es sehr verlockend heutzutage noch sein kann, dass man einen schlechten Deal eingeht, um kurzfristig vielleicht mehr haben, aber langfristig dafür eine beschissene Situation haben. Wo zeigt sich das? Einfache Beispiele in diesem Kontext. Bei Beatproduzenten, die da gerade zuschauen, Colli ist auch da, cool, dass er da noch einschaltet. Bei Beatproduzenten, oder anderen Dienstleister, wo etwas anbieten, dass man oftmals vielleicht zum Beispiel für seinen Service kein Geld annimmt, sondern lieber Instagram Cloud oder ein paar Posts und ein paar Tags auf Instagram. Wenn euch das bekannt vorkommt, dann liegt das an dem, dass ich das bei ganz, ganz vielen gesehen habe, auch im 2019 noch oder im 2020. Und dort, ich sage nicht, dass ihr das nicht machen solltet, jetzt aus Beatproduzentensicht, aber dort gibt es halt auch einen Wert dahinter, wo man erschaffen kann, dass man sagt, nein, man ist jetzt nicht der 17. Beatmaker oder Produzent, wo das jetzt auch gratis macht oder auf Homie-Basis und sich zufrieden gibt mit einem Tag oder so. In so etwas kann es zum Beispiel passieren, dass man eben denkt, ja, aufgrund von mehr Fame, sagt man, okay, ja, man nimmt halt kein Geld an, man tut keine Rechnung zahlen. Das Gleiche passiert aber auch bei den Künstlern und Künstlerinnen, weil dort kann es zum Beispiel passieren, und das kann der eine oder andere, der da jetzt zuschaut, auch bekannt vorkommen, wenn irgendein Brand, eine Marke ins Spiel kommt und anstatt dass man Geld bekommt von dieser Marke für die Kooperation, bekommt man einen Geschenkgutschein oder irgendwelche Gratis-Sneakers. Und ich sage in so Diskussionen dann oftmals, oder wenn mich Künstler und Künstlerinnen fragen, ey, was soll ich in so Situationen machen? Ja, von gratis Sneakers oder Geschenkgutschein kannst du deine Rechnung am Ende vom Tag nicht zahlen. Darum soll man dort sich auch nie zu schade sein, um auch wirklich Geld
verlangen oder monetär etwas auszumachen, weil du kannst nicht alles nur wegen Promo Cloud machen. So, Promo ist nichts Schlechtes, versteh mich nicht falsch, aber in das gehen wir nachher ein bisschen rein. Geld versus Reichweite für die letzten verbliebenen 8 Minuten. Colli fragt da, wie hoch sollte der Preis sein von einem Beat? So Standard, ohne grosse Artists, mehr so Lokal-Artists. Colli ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde da jetzt auch nicht wählen, in dieser Folge irgendeinen Preis sagen, wo nicht dann stimmen wird. Ist immer mega situationsabhängig. Ich würde mal sagen, wenn du startest und du hast vorher noch nie ein Beat platziert, ein Beat Placement gehabt, du hast noch nie irgendwie einen Song veröffentlicht mit irgendeinem Artist, aber du bist jetzt Beatmaker oder Produzent und du schaffst es, mehr zu machen als jetzt nur 8 Bar Loops, sage ich jetzt mal charmant, dann fände ich es jetzt fair, wenn du irgendwo bei 250, 300 Stutz anfängst als Beatfee. Wissentlich ein bisschen mehr, weil meistens bei den Songeinnahmen auf dem Niveau am Anfang noch nicht viel dabei rausschaut und man da einfach vielleicht einfach am besten mit dem Künstler oder mit der Künstlerin abmacht, dass man ein Beat-Fee hat fürs Placement selber und dann können sie mit dem Beat machen, was sie wollen, schlussendlich. Aber das ist ultra verschieden, weil das kann nachher auch mega, mega in die Höhe einschnellen, je nachdem. George M50 ist auch etwas. Also ich würde auch, darum sage ich es sehr mit Vorbehalt, Colli. Weil es kommt mega darauf an, ob du halt einen Katalog hast von Songs, die du schon gemacht hast, ob du schon vorher etwas geleistet hast. Ich würde auch nicht sagen, dass jetzt 300 Stutz oder 250 Stutz der Standard sollte sein. Wenn du aber so willst hören, ein 50er würde ich dir jetzt, ohne dass ich weiss, was du machst, so, weil ich jetzt nie irgendein Beat von dir abgecheckt habe, würde ich mir schon mehr zugetrauen, als nur 50 Stutz zu verlangen, so. Aber es kommt ein bisschen darauf an, ob halt der Künstler oder die Künstlerin ein Budget hat oder nicht. Genau, aber es geht auch ein bisschen das rein, was ich euch da noch weitergeben will, wenn es darum geht, was ihr für euch Service sollen verlangen. Und eben, egal ob ihr jetzt Künstler sind, die mit Brands zusammenarbeiten oder mit anderen Labelparteien oder so zu tun haben, oder Produzenten, die einen Service haben. Colli, vielleicht können wir auch nachher noch schnell ein bisschen reden in den DMs, dann kann ich dir noch ein bisschen ausführlich Antwort geben. Dort müsst ihr einfach den Grundsatz ein bisschen verstehen. Wenn ihr eine Dienstleistung anbietet, oder auch Künstler und Künstlerinnen sind, einfach eine Inspiration, dass in eurem Kopf ein bisschen hängen bleibt in dieser Diskussion. Geld versus Reichweite. Immer dann, wenn ihr hört Reichweite oder Cloud oder du kommst da mehr Promo über wegen dem, versucht immer eure Situationen reinzutun, wo ihr eher, wenn ihr die Chance habt, einen echten Geldbetrag zu bekommen, dann immer lieber den Geldbetrag nehmen als die Reichweite. Weil eben mit der Reichweite, sage ich jetzt mal, oder mit dem, ja, es ist gute Promo, mach's doch auch gratis, da muss man extrem vorsichtig sein, vor allem, wenn es um den Begriff gratis geht, weil in der musikschaffenden Welt, also wenn du Musikschaffender bist, und du arbeitest mit Musik, soll am besten eigentlich gar nichts gratis sein. Also irgendein Mehrwert, irgendein Exchange von der Partei und von der Gegenpartei muss es immer geben, meiner Meinung nach, egal was das ist. Ob das irgendwie ein anderer materieller Wert ist, irgendetwas. Weil, wenn man sich zu fest auf das einlädt, auf das Reichweite-Spiele, oder ich mache das alles wegen Promo-Reichweite und gratis, dann ist das eine Endlosspirale, die niemals aufhören wird, so. Und, da könnt ihr mir jetzt vielleicht ein bisschen trauen, wenn ich das so sage, weil ich ganz, ganz viele Künstler-Cases, Beispiele mitbekommen habe, die das ewig weitergespielt haben. Über mehrere 5, 6, 7, 8 Jahre von ihrer Karriere. Weil nachher immer wieder aufs Neue irgendeine neue Partei dazugekommen ist, die gesagt hat, ja, aber weißt du, das ist eine mega gute Promo. Und nachher hast du die neue Etappe erreicht, ein neues Level, und dort kommt nachher nochmal irgendeine Person, die sagt, ja, aber weißt du, das ist ein guter Promo-Effekt, mach's doch gratis. Darum, einfach, dass ihr das im Kopf ein bisschen habt. Immer wenn es die Wahl gibt, Geld oder Reichweite. Popularität, Synonym Reichweite, Fame, Geld, Umsatz. So ich das in Klammern schreibe. Immer versuchen,
auf Geld appellieren. Es muss nicht immer so sein. Ich kann verstehen, wenn man aus ideologischen Gründen etwas macht und natürlich nicht immer aus dem Business-Faktor. Aber in dem Podcast soll es ja auch ein bisschen darum gehen, dass man selbstständig da auch ein bisschen ein Business aus dem Ganzen könnte machen oder auch ein bisschen Geld könnte erwirtschaften. Und es wäre schade darum, wenn man immer wieder die gleiche Diskussion hat und immer «Sorry, got the run» wäre nice, wenn wir auf YouTube nachhören können. Auf jeden Fall, das wird auch später noch auf dem YouTube-Channel sein. Aber dass man da nicht sich so fest auf die Reichweite-Diskussion einlassen soll. Für die da jetzt noch zuhören, wir sind da leider schon am Ende, aber eigentlich habe ich alles schon gesagt, was ich würde sagen. Mehr so ein bisschen Fragen, wo ihr an euch noch könnt, selber euch stellen, wenn ihr da das auch später werden noch sehen. Wir fragt euch einfach mal die Sache, eben wenn es dann um Popularität geht oder um den Geldaspekt dahinter. Wie könnt ihr das flippen? Wie könnt ihr den Fame Cloud, weil ich würde auch nicht sagen, Fame und Cloud ist etwas Schlechtes, sondern wie kann man die Popularität, die man nachher hat, in Business flippen? So etwas muss man sich anschauen. Wie kann man das in etwas flippen, wo nachher irgendeinen Wert dahinter hat, irgendeinen monetären Wert? Das ist so ein bisschen für die Folge. Das sind natürlich jetzt auch nicht alle Antworten zu dieser Thematik, weil wir das noch 3, 4, 5 Stunden könnte weiterspinnen. Für all die das jetzt live angeschaut haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Man hätte da jetzt noch ein bisschen mehr Input von meiner Seite können geben, aber vielleicht können wir das mal in einem Part 2 machen. Und dann geht die Diskussion auch weiter. Für die das verpassen oder später wollen noch anschauen, das wird es dann alles auf dem YouTube-Channel geben, unter Collab Podcast. Den findet ihr auch in der Bio, den Link. Könnt auch dort schauen, weil es dort ganz viele andere spannende Themen gibt. Und das wär's für diese Woche. Am nächsten Mittwoch geht's da weiter. Und ja, ich würde mal meinen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr habt etwas davon abgewinnen. Tschüss zusammen.